Die führenden Denker und Wirtschaftswissenschaftler der Welt arbeiten bereits an diesem Projekt. Professor Klaus Schwab, der Gründer des WEF und Autor des Buches Covid-19 – Der große Reset, erwähnt: Die durch Covid-19 verursachte Krise ist eine einzigartige Gelegenheit, diesen Plan umzusetzen. Man ist zu dem Schluss gekommen, dass die Art und Weise, wie das Wirtschaftssystem in der Welt funktioniert, reformiert werden muss, weil der Kapitalismus ganz einfach nicht fortbestehen kann. Kurz gesagt, wir müssen einen großen Reset des globalen Wirtschaftssystems durchführen. Dies ist eine noch nie dagewesene Veränderung. Es ist ein Sprung ins Ungewisse und deshalb sind viele besorgt und andere haben Angst. Dieses Projekt des großen Resets zielt darauf ab, ein Modell, das des Kapitalismus, zu beenden und es durch ein anderes zu ersetzen. Wir werden daher nicht nur unsere Arbeitsweise, sondern auch unsere Denk- und Lebensweise ändern müssen. Hier auf der Seite des WEF, jetzt ist die Zeit für einen großen Reset. Wir können aus dieser Krise eine bessere Welt machen, wenn wir schnell und gemeinsam handeln. Schauen wir mal, was der Premierminister von Kanada dazu sagt. Diese Pandemie bietet uns die Gelegenheit für einen Neustart. Dies ist unsere Chance, unsere vor der Pandemie unternommenen Anstrengungen zur Neugestaltung der Wirtschaftssysteme zu beschleunigen, um globale Herausforderungen wie extreme Armut, Ungleichheit und Klimawandel anzugehen. Hier, Prinz Charles. Es gibt eine goldene Gelegenheit, etwas Gutes aus dieser Krise zu machen. Er fügt hinzu: Wenn wir nicht die notwendigen Schritte unternehmen und wenn wir nicht grüner, inklusiver und nachhaltiger bauen, werden wir immer mehr Pandemien haben. Die Pandemie bietet eine seltene, aber günstige Gelegenheit, unsere Welt zu überdenken, neu zu erfinden und neu zu gestalten. Sie alle setzen sich dafür ein. Die Zurückstellung der Schulden, der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Sicherheit, der Regierungen, der Umwelt und der Technologie. Dieser Reset wird die neue Weltordnung herbeiführen. Es sei eine gute Sache und es ist jetzt an der Zeit, dies zu tun. Viele von uns fragen sich, wann die Dinge wieder zur Normalität zurückkehren werden. Die Antwort ist kurz und bündig: niemals. Leute, Covid-19 ist der große Sündenbock. Er wird nicht verschwinden, bis er für den Übergang der neuen Welt benutzt wird. Wenn wir jetzt nicht verstehen, werden wir in die Hände von Leuten fallen, die nicht unser Bestes wollen. Bis zum Jahr 2035 könnten bis zu 86% der Arbeitsplätze im Restaurant, 75% der Arbeitsplätze im Einzelhandel und 59% der Arbeitsplätze in der Unterhaltungsbranche automatisiert werden. Automatisierungstechnologien eignen sich besonders gut für eine Welt, in der sich die Menschen nicht zu nahe kommen können. Natürlich ist auch das Klima mit an Bord des großen Resets. Macron fordert im US-Kongress den Aufbau der neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts. Es ist eine großartige Idee, eine neue Weltordnung, wo sich verschiedene Nationen in einem gemeinsamen Ziel vereinen, um die Bestrebungen der Menschheit, Frieden, Sicherheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu erreichen. Nur die Vereinigten Staaten haben die moralische Grundlage und die finanziellen Mittel, um dies zu erreichen. Bei der G7 sieht sich Emmanuel Macron als Architekt einer neuen Weltordnung. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Ich frage mich, hat er Offenbarung 13 gelesen? David Rockefeller, Bankier und Mitbegründer der Bilderberg-Gruppe. Wir stehen an der Schwelle eines globalen Wandels.
Alles, was wir brauchen, ist eine große Krise. Und als Folge davon werden die Nationen die neue Weltordnung akzeptieren. Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Now the computer can recognize you. Unbeobachtet durch Peking zu laufen, ist im Prinzip überhaupt nicht mehr möglich. Überall sind Kameras, die alles dokumentieren, was um uns herum passiert. Und in Zukunft wird es nicht mal mehr reichen, sich eine Brille oder einen Hut aufzusetzen, denn die Überwachungstechnologie in China ist sogar schon einen Schritt weiter. In Peking gibt es ein Start-up, dem es gelungen ist, eine Software zu entwickeln, die Personen anhand ihres Ganges identifizieren kann. Wir besuchen Wetrix, ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern, das führend ist in der Ganganalyse. Man Sang hat sich bereit erklärt, uns das System vorzuführen. Und ich bin ihr Versuchsobjekt. Zunächst muss ich ein paar Mal im Kreis laufen, damit der Computer ein Profil für mich anlegen kann. Einmal registriert, erkennt mich das System immer wieder. Täuschungsversuche sind zwecklos. Now your name. Jetzt hat der Computer Sie abgespeichert. Und was ist, wenn ich so tue, als ob ich humple? You can have. Versuchen Sie es ruhig. Yeah. Sehen Sie, der Computer hat Sie trotzdem erkannt. Wie funktioniert das genau? Other information. Der Computer registriert auch andere Merkmale, zum Beispiel Ihre Körpergröße und Statur. Also recognize you. Und wie lange braucht der Computer? Less than one. Weniger als eine Sekunde. Just 2 Schritte reichen. steps. It can recognize you. Und wenn ich mich in einer großen Gruppe befinde, unter 100 Leuten oder so, erkennt mich der Computer dann auch? Yes, if your information is. Ja, wenn Ihre Informationen zugeordnet sind, können wir sie auch unter 100 Leuten sofort erkennen. Hast du gewusst, dass es in China ein Punktesystem gibt? Man will damit erreichen, dass die Bevölkerung sich besser verhält. Mit all den Abermillionen von Kameras wird man sozusagen dauerüberwacht. Wie du dich sozial oder politisch verhältst, wird genau analysiert und wer ein zu niedriges Punktelevel erreicht, muss mit Einschränkungen im alltäglichen Leben rechnen. Dann kann es sein, dass man kein Zug- oder Flugticket bekommt, die Internetverbindung gedrosselt wird oder man mehr Steuern zahlen muss. Die Vorteile einer bargeldlosen Gesellschaft. Alles muss digitalisiert werden. Die Zentralbank gibt sich 2 Jahre Zeit, um sich auf die mögliche Einführung eines digitalen Euro vorzubereiten. Das Aufkommen staatlicher digitaler Währung nimmt Gestalt an. Hier, die digitalen Währungen, die das Finanzwesen verändern werden. Dann schaut euch die Münze an, die Pyramide mit dem Auge Satans. Vereinigte Arabische Emirate führen innerhalb von 5 Jahren digitale Währung ein. Und China, die erste große Volkswirtschaft, die ihre digitale Währung entwickelt hat. Plädoyer von Papst Franziskus für universelles Einkommen. Die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie erfordert ein globales Überwachungsnetz. Sieht für mich alles nach totaler Kontrolle aus. G7-Gipfel beginnt mit der Botschaft Build Back Better. Der erste Tag des G7-Gipfels ist in England zu Ende gegangen, wo die Staats- und Regierungschefs von 7 wohlhabenden Demokratien den globalen Kampf gegen die Pandemie anführen und in Richtung einer grüneren und wohlhabenderen und gerechteren Zukunft besser bauen wollen. Mit diesem Brief an Klaus Schwab zeigt Franziskus, dass ihm viel daran liegt, die Welt wieder besser aufzubauen. Kardinal Müller: Die Mission des Papstes ist es, die Welt zu vereinen. Papst Franziskus will Weltpräsident werden. Man könnte nun sagen, ja, die setzen sich alle für das Gute ein. Oder vielleicht steckt doch ein teuflischer Plan dahinter. Hören wir mal, was Dr. Anthony Müller, Professor für Wirtschaftswissenschaften, zu sagen hat. Die chinesische Coronavirus-Pandemie wird von der globalistischen Elite als Deckmantel benutzt, um kleine Unternehmen zu zerstören und eine neue Weltordnung zu beschleunigen, die auf Expertokratie,
grüner Klimareligion und brutaler Entvölkerung basiert. Sollten wir die Weltbevölkerung reduzieren, um den Planeten zu retten? Ist Bevölkerungskontrolle die Antwort auf den Klimawandel? Wenn wir genau hinschauen, wird die kommende Welt für die Menschen schrecklich sein. Die totale Kontrolle und Herrschaft über die Erde. Luzifer, der erste große Rebell, fand über die Zeit hindurch immer wieder Menschen, die er inspirieren konnte und sie dann angetrieben waren, das Böse zu tun. Schauen wir mal in die Bibel und gehen ins erste Buch Mose. Hier wird von einem Mann berichtet, sein Name war Nimrod, von dem wir lesen, dass er der erste Gewalthaber auf Erden war. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinea. Nachdem Gott die Sintflut über die Erde brachte, weil sie verderbt war, kaum als die Erde wieder bevölkert war, da setzte die Feindseligkeit der Menschen gegen Gott und den Himmel wieder ein. Nimrod war einer von ihnen. Gehen wir mal ins 1. Jahrhundert nach Christus. Hier finden wir einen jüdischen Historiker, Flavius Josephus. Schauen wir mal, was er über Nimrod berichtet. Nun war es Nimrod, der sie zu einer solchen Beleidigung und Verachtung Gottes anstachelte. Er war der Enkel Hams, des Sohnes Noahs, ein kühner Mann von großer Kraft. Er überredete sie, ihr Glück nicht Gott zuzuschreiben, als ob sie durch ihn glücklich wären, sondern zu glauben, dass es ihr eigener Mut war, der ihnen dieses Glück bescherte. Er verwandelte auch die Regierung allmählich in eine Tyrannei, da er keine andere Möglichkeit sah, die Menschen von der Gottesfurcht abzubringen, als sie in ständige Abhängigkeit von seiner Macht zu bringen. Er sagte auch, dass er sich an Gott rächen würde, wenn er vorhätte, die Welt wieder zu ertränken. Dazu würde er einen Turm bauen, der so hoch wäre, dass die Wasser ihn nicht erreichen könnten, und dass er sich an Gott dafür rächen würde, dass er ihre Vorfahren vernichtet hatte. Er war der Meinung, dass der einzige Weg, die Menschen von der Furcht vor Gott zu befreien, darin bestand, dass sie sich immer auf seine eigene Macht verließen. Das Volk war bereit, Nimrods Rat zu befolgen, da es den Gehorsam gegenüber Gott als Knechtschaft betrachtete. Sie begannen mit dem Bau des Turms. Er wuchs schneller, als man angenommen hatte. Als Gott sah, dass sie so töricht handelten, beschloss er nicht, sie völlig zu vernichten, da sie durch die Vernichtung der früheren Sünder nicht klüger geworden waren, sondern er verursachte einen Tumult unter ihnen, indem er in ihnen verschiedene Sprachen erzeugte und es ihnen durch die Vielzahl dieser Sprachen unmöglich machte, einander zu hören. Der Ort, an dem sie den Turm bauten, heißt jetzt Babylon, wegen der Verwirrung der Sprache, die sie leicht zu verstehen pflegten. Denn die Hebräer verstehen unter dem Wort Babel Verwirrung. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Wollte schon Nimrod,
wie die heutigen Führer besser bauen? Der Turmbau zu Babel. Und jetzt gehen wir mal in die heutige Zeit. Das ist das Europäische Parlamentsgebäude. Sieht ähnlich aus, nicht wahr? Das ist auch bewusst so, denn als Vorlage diente der Turm, den Nimrod baute. Nimrod war so sehr gegen Gott, dass er eine Weltmacht aufbauen wollte, gegen Gott. In den Anfängen der Europäischen Union, hier das Motto: viele Sprachen, Sprachenverwirrung in Babylon, was dann zum Abbruch des Projektes führte, eine Stimme, das heißt, sie haben ein Ziel: Europa auf dem Weg zur neuen Weltordnung. Weltherrschaft gegen Gott. Doch ihre Bemühungen werden umsonst sein. Gott hat es gesagt. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wer möchte nicht gerne in die Zukunft schauen können? Aber wir Menschen haben diese Gabe nicht. Viele lesen Horoskope oder gehen sogar zu Wahrsagern und Hellsehern, nehmen an spiritistischen Sitzungen teil, beschäftigen sich mit Esoterik und New Age, um mehr über die Zukunft zu erfahren. Wir wissen aus der Bibel, dass hinter all dem der Feind steht. Jesus nennt den Teufel einen Vater der Lügen und einen Mörder von Anfang an und warnt uns ausdrücklich vor ihm. In der Bibel lesen wir in Daniel Kapitel 2 von König Nebukadnezar. Zu Beginn seiner Regierungszeit in Babylon dachte er eines Abends darüber nach, was in Zukunft geschehen würde. Und Gott, der unsere Gedanken kennt, offenbarte ihm in einem Traum die Zukunft. Doch er wusste nicht, was der Traum bedeutete. Zuerst wollte Nebukadnezar seine Wahrsager und Zeichendeuter um Rat fragen. Er befahl ihnen: sagt mir, was ich geträumt habe, und deutet den Traum. Sie wichen immer wieder aus, weil sie nicht wussten, was der König geträumt hatte. Erst recht nicht kannten sie die Deutung. Sie sagten: es gibt keinen Menschen auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Da wurde der König zornig und wollte sie töten lassen. Daniel aber, ein Geliebter Gottes, hörte davon. Er bat den König um eine Frist, damit er ihm den Traum und die Deutung sagen könne. Daniel ging ins Gebet und Gott offenbarte ihm den Traum und die Deutung. Gott hatte dem jungen König Nebukadnezar den Ablauf der Weltgeschichte durch ein Standbild mit 4 verschiedenen Metallen gezeigt. Das Haupt aus Gold, die Brust aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze und die Beine aus Eisen. 4 aufeinanderfolgende Weltreiche sollten aufstehen. Am Ende würde es ein zerteiltes Reich sein, denn der Koloss stand auf tönernen Füßen aus Eisen und Ton, bis ein Stein ohne Menschenhand kam und das Bild an seinen Füßen zerstörte. Der Stein, der das Bild traf, wurde dann zu einem großen Berg, der die ganze Welt füllte. Was hier durch die Füße aus Eisen und Ton gezeigt wird, ist das geteilte Europa. Wie es die Weissagung voraussagt, stand kein 5. Weltreich mehr auf, sondern wie es die 10 Zehen aus Ton und Eisen andeuten, sollte es ein zerteiltes Reich bleiben. Es wurde über die Zeit hindurch zwar immer wieder versucht, Europa zu einer 5. Weltmacht zusammenzuschmieden, doch stand jeweils das prophetische Wort Gottes dazwischen, und sie werden doch nicht aneinander festhalten. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen.
Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Zum Verständnis, in der Prophetie ist eine Frau eine Kirche. Demnach eine reine Frau, die wahre Kirche, eine unreine Frau, die abgefallene Kirche. Zu welcher Kirche kommen alle Religionen dieser Welt und huldigen ihr? Zur katholischen Kirche. Schauen wir mal, welche falschen Lehren die katholische Kirche einführte. Sonntag als Ruhetag, Reliquienverehrung, Rosenkranz, Messe, ewige Qual, Ablass, Marienverehrung, Beichtstuhl, Verbot der Bibel, Kindertaufe, Tradition steht über der Bibel, Unfehlbarkeit des Papstes, Papst als oberster Richter. Und das sind noch nicht alle. Was bedeutete nochmals Babylon? Verwirrung. Und was ist die Verwirrung, die Babylon damals, wie auch heute, darstellt? Es ist die Verwirrung darüber, wer Gott ist, was Gott ist, wie Gott mit Sünde und Sünden umgeht und wie Gott rettet. Laut Papst Johannes Paul II. Hätte die Menschheit keine Hoffnung, ein dauerhaftes geopolitisches System zu schaffen, wenn es nicht auf dem Christentum der römisch-katholischen Kirche beruhen würde. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es wird einmal eine Zeit sein, und sie ist schon da, wo angesichts der Ratlosigkeit der Regierenden eine besondere Gelegenheit für den Drachen kommt, durch Teufelsgeister die politische und religiöse Führung in dieser Welt zu übernehmen. Auf Initiative der USA hin wird ein Bild des ersten Tieres, das Papsttum, entstehen. Angesichts gewaltiger Krisen, die wir ja zurzeit haben, wird Amerika seine Geschichte vergessen und die heute noch in der Verfassung garantierte Trennung von Kirche und Staat aufgeben. Die Kirchen werden die Hilfe des Staates suchen und den Staat veranlassen, religiöse Gesetze zu erlassen, die für alle bindend sind. Rom herrschte Jahrhunderte über die Gewissen der Menschen mit politischer und religiöser Macht. Die Geschichte wird sich wiederholen. Die besonderen Umstände dieser Zeit, durch weltweite Krisen begünstigt, geben den okkulten und spiritistischen Kräften, mit denen sich ohnehin viele unserer politischen und wirtschaftlichen Führer durch Wahrsagerei bereits eingelassen haben, besonderen Einfluss. Hier entsteht nun das Machtzentrum der Endzeit. Eine Vereinigung aller antigöttlichen Kräfte unter der Führung Roms, des Spiritismus und des abgefallenen Protestantismus, in den verschiedenen religiösen, politischen und wirtschaftlichen Verästelungen unserer internationalen Gesellschaft. Der Drache wird all seine Anhänger zwingen, sein Mahlzeichen anzunehmen. Wer sich weigert, verliert das Recht, zu kaufen oder zu verkaufen. Das heißt, er kann nicht mehr an dem normalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Und schließlich wird man über alle das Todesurteil fällen, die es ablehnen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen.
Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Es wird einen großen Reset in der Welt geben. Die Frage ist nur, wollen wir einem weltlichen System nachfolgen, das alle göttlichen Prinzipien über Bord geworfen hat und stattdessen den Weg der Täuschung geht? Oder wollen wir dem Weg Gottes und seiner Verheißung folgen? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.